Hallo zusammen, ich bin Jade Carvalho. Ich habe eine Gesundheitspraxis mit Spezialisierung auf Kinesiologie und Ernährung. Und heute zum Thema, was Futter machen kann. Was man von Futter erwarten kann oder was ändert es am Leben, wenn man sich artgerecht ernährt oder nicht. Ich merke immer wieder, dass es Leute gibt, die haben sie ihr Leben lang ihre Katze oder ihren Hund artgerecht ernährt. Und dann wird das Tier irgendwann alt und man hat das Gefühl, man hat einen Fehler gemacht, weil das Tier trotzdem alt wird. Also so im Sinn von, ich habe doch mein ganzes Leben lang, also das Leben von meinem Tier, das ganze Leben lang geschaut, dass es gutes Essen bekommt, dass es das Richtige ist, etc. Und jetzt bekommt es trotzdem mit 12 Jahren Arthrose. Oder jetzt bekommt es trotzdem mit 13 Jahren Spondylose oder ein Hirnproblem oder irgendwelche Nierenprobleme oder sonstige Abnutzungsprobleme und Alterserscheinungen. Und da sind wir beim Punkt. Ernährung kann nicht das Altern aufhalten im Sinn von das Alter aufhalten an sich, aber es tut, und das sind mehrere Studien, die beim Menschen und beim Tier zeigen, dass Ernährung einen direkten Einfluss hat auf das Altern vom Organismus, vom System. Das heisst, durch artgerechte Ernährung für Katzen und Hunde können wir schaffen, dass sie nicht bereits mit 7 oder 8 oder 9 Senioren sind, sondern erst mit 12, 13, 14, 15 aufwärts. Zudem wird auch das Alter selber positiv begünstigt. Die ganzen genetischen Faktoren, ob etwas ausbricht oder nicht ausbricht, wie es ausbricht, bzw. wie es sich entwickelt, können auch über die Ernährung gesteuert bzw. mit beeinflusst werden. Es kommt auch darauf an, was es ist und wenn es ausbricht. Und wie die Ernährung vorher war. Habe ich ein Tier, das von klein auf artgerecht ernährt worden ist und es macht trotzdem eine genetische Disposition, die sichtbar wird, also das heisst eine Anlage, die tatsächlich zur Krankheit wird, dann kann ich dort auch durch das Futter das verlangsamen und probieren zu beeinflussen, währenddem ich ein Tier, das ich nicht artgerecht ernähre, die ersten Jahre, weil ich es nicht besser weiss, und dann etwas passiert genetisch und ich dann mit der Ernährung eine Veränderung mache, viel grössere Veränderung sichtbar wird, als das beim Tier ist, das artgerecht ernährt wird. Weil es das natürlich schon gute bzw. bis zu den besten Voraussetzungen hat, ernährungstechnisch, dass das überhaupt nicht ausbricht und gleich kann es kommen. Weil wir ja mehrere Faktoren haben. Da habe ich schon Videos davon gemacht, wo es auch darum geht, eben die ganze emotionale, körperliche, mentale Ebene. Und dann kommt noch Bewegung dazu, Stress kommt dazu etc., was halt auch noch mitspielen. Wir haben nie etwas, wo nur ein Faktor einen riesen Faktor verändern kann. Weil Alter ist auch nicht nur ein Faktor. Stellt euch vor, 1910. Wir haben noch kein Industriefutter in dem Maße, wie wir das heute kennen. Wir kennen es noch gar nicht, das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Und wir gehen auf Australien, wir schauen mal so das Buch der Weltrekorde an, schauen 1910, Australien, Hund. Und wir werden finden, dass 1910 ein Cattle Dog namens Bluey im Alter von 29 Jahren am Alter gestorben ist. Er hat sein Leben lang Fleisch bekommen und was im Hof an Resten angefallen ist. Und er ist vor allem auch zum Arbeiten gebraucht worden, bis er gestorben ist. Dann gehen wir viele Jahre führen, also 2016, damals ist übrigens meine Jade auf die Welt gekommen, 2016 ist die älteste Hündin gestorben. Sie ist im Alter eingeschlafen mit 30 Jahren. Sie ist nicht ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen, weil leider, man kann zwar nachweisen, dass sie so alt war, aber sie hat keine offiziellen Dokumente mehr gehabt. Deswegen ist sie nicht ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Auch die Hündin, ich muss schnell schauen, eine Kelpie-Hündin, hat arbeiten auf einem Hof, das Leben lang mit artgerechter Nahrung ernährt worden. Und also ein geschätzter Teil des Familienbetriebs. Also wir haben, es gibt auch noch ganz viele andere Hunde, ich kann es euch verlinken, es gibt
halt alles auf Englisch, aber es gibt die Daten, es gibt auch Studien, wo man wirklich sieht, dass die Ernährung einen direkten Einfluss auf den Alterungsprozess hat. Also für uns Fazit: Nein, wir können das Alter an sich nicht aufhalten, aber wir können machen, dass es später kommt. Das heisst, dass Erkrankungen, Alterserkrankungen, Abnutzungserkrankungen später eintreffen als früher. Und das später kann sich variieren von 2 Jahren bis 10 Jahren. Also es kommt wirklich auch darauf an, ist es Katze, ist es Hund, was ist die Rasse, was ist die Größe, was ist das Gewicht, das halt dort auch mitspielt. Nebst der Zusammensetzung vom Futter ist es auch noch die Menge vom Futter, die Einfluss hat, genauso wie der Intervall vom Futter, der Einfluss hat, wie lange es dir jung bleibt, gesund bleibt und wie alt das es werden kann. Also das bedeutet, es gilt, weniger ist mehr, also auch einmal hungern, auch einmal fasten, gerade bei Hunden, bei den Katzen natürlich nicht zu fasten, aber dort einfach mal weniger Futter geben. Und dann ein Intervall am Tag, das heisst nicht immer einmal am Tag, sondern mehrere Mal am Tag. Also bei der Katze wäre es wirklich möglichst oft pro Tag essen. Möglichst immer mit Spielen verbunden, also mit psychischer Aktivität. Dann kommt beim Hund dazu eben einmal nur einmal am Tag, dann zweimal am Tag. Also ich habe mal ein Video gemacht von wegen über Abwechslung. Das ist eines der ersten Videos, die ich aufgeladen habe im Gesundheitsbereich. Ich kann euch das sonst auch nochmal verlinken oder in der Infobox tun, wo ich das thematisiere. Und das hat auch unter anderem genau den Hintergrund. Und dann kommt es auch darauf an, was ist die Qualität. Also es gilt, ess besser, iss weniger und weniger oft. Das ist so das, was dort gilt, was dort hilft, um die Lebenserwartung zu verlängern. Natürlich kommt auch noch dazu, eben Bewegung, die psychische Auslastung, die körperliche Auslastung gehören genauso dazu. Zu viel, also gerade Spondylose, ist sehr oft eine Abnutzungserkrankung. Also die ihr Leben lang artgerecht ernährt worden sind und auch nicht in der Linie, also in der Genetik, dazu neigen. Die sind in der Regel sehr grosse, schwere Tiere oder mindestens mittelgroße Tiere, die viel haben dürfen Arbeit leisten oder die viel unterwegs sind, viel sind wandern, die sind dort einfach schneller abgenutzt. Andererseits gibt es auch die zu wenig Bewegung haben, die Spondylose machen. Jetzt genauso. Die wenig bewegt haben, die zu wenig elastisch geblieben sind, so kann man sagen, und es deswegen verknöchert. Natürlich ein riesiger Faktor, den du beeinflussen kannst. Es ist auch so ein Phänomen, dass Arbeitshunde, die auch eine für sich sinnvolle Arbeit haben dürfen machen in ihrem Leben, generell selbst mit der schlimmsten Fütterung fürs Tier, die schlimmste Fütterung, alt werden. Sie werden zwar sehr, sehr viel früher alt und die Lebenserwartung wird aber doch lang. Wir Arbeitstiere kommen wegen Altersbeschwerden und die Tiere sind 7, 8. Also das gilt auch als Senior. Also das habe ich gerade letzte Woche wieder bestätigt bekommen von verschiedenen Tierärzten in der Klinik. Ab 7, 8 ist Sense, dann sind die Hunde alt. Bei uns ist es als 9 inzwischen auch schon alt. Und das ist ein Phänomen, das kennen wir wirklich erst im Industriefutter. Also das ist gerade wieder die Bestätigung für das. Das heisst, die kommen dann zu mir, dann tun wir die Ernährung anpassen und plötzlich werden sie wieder jung. Gewisse Alterserscheinungen verschwinden wieder, also Arthrose, die inaktiv wird, also Arthritis, die inaktiv wird, Spondylose, die stehen bleibt. Und das kann dann wirklich sein, dass das 4, 5 Jahre stehen bleibt und erst dann kickt das Alter wieder rein und es fängt wieder an schlimmer werden und dann aber langsamer, als es vorher in jungen Jahren schon war. Also das ist wirklich ein Phänomen, das auch nicht nur ich beobachte über die 12 Jahre Praxiserfahrung, sondern wirklich auch ganz viele andere. Also ich habe einen Kollegen, der ist seit über 40 Jahren inzwischen im Metier, sehr aktiv, also, und der verfolgt das auch schon seit Jahren. Deswegen mein Anliegen heute an euch: Wenn ihr das Leben lang das Tier gut gefüttert habt, ihr euch das Beste gemacht habt, mehr könnt ihr nicht machen. Ihr habt nicht zu viel, nicht zu wenig bewegt. Ihr habt nicht zu viel, nicht zu wenig Futter gegeben. Und also bei der Katze vor allem nicht zu wenig. Beim Hund darfst du wirklich auch einmal einen Tag, sogar 2 Tage fast. Das traut sich ja niemand mehr. Das
darf man, das kann gesund sein, vor allem wenn sie Durchfallphasen haben. Aber auch wenn sie sie nicht haben. Meine dürfen regelmäßig fasten und ich sage extra dürfen, weil du merkst, dass das auch wirklich gut tut. Auch meine 2 alten Gutzlis dürfen noch fasten. Wobei eben dort immer abklären, was wo ist. Und eben beim Büsi gibt es wirklich auch das zu wenig Futter, weil die Katze muss wirklich die Möglichkeit haben, den ganzen Tag immer Futter zu jagen. Und dort ist das vor allem das, die geistige Forderung. Ess besser, ess weniger und weniger oft. Also wenn ihr das habt, dann habt ihr die bestmöglichen Voraussetzungen. Wünsche ich jetzt einen schönen Abend, guten Morgen, wenn auch immer ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.